ihr Lieben, der Januar war nicht so lesereich, deswegen habe ich mir für den Februar nicht so viel vorgenommen, obwohl das immer noch eigentlich viel für meine Verhältnisse ist. Aber irgendwie packe ich immer mehr drauf, als ich es letztendlich lese, aber man muss ja auch ein bisschen Auswahl haben, oder? Fangen wir mit dem Hörbuch an, das ich im Februar hören möchte, und zwar ist das Game of Thrones, Band Nummer 4, glaube ich, Die Saat der goldenen Löwen von George R. R. Martin, habe ich endlich in der Bibliothek gefunden und wird jetzt hoffentlich gehört werden. Es hat, wie viele Minuten hat es, dann steht hier gar nicht, jetzt blöd. Aber es hat bestimmt wieder so einige Stunden, bestimmt um die 10 mal wieder, deswegen wird es mich eine Weile beschäftigen. Ich habe im Januar jetzt sehr viele Hörbücher gehört, weil ich dazu irgendwie mehr Zeit hatte als zum Lesen, und das wird jetzt im Februar, wenn ich das hier höre, wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil es halt einfach sehr, sehr lang ist. Aber ich freue mich darauf zu erfahren, wie es weitergeht, auch wenn ich die Serie schon kenne, aber die Bücher sind ja doch schon ein bisschen anders. Wie immer verlinke ich euch alles in der Infobox, dann könnt ihr da mal nachgucken, falls ich jetzt zu wenig zu einem Buch sage. Das erste Buch liegt hier schon sehr, sehr lange und habe ich immer noch nicht gelesen, und das ist ein Rezensionsexemplar. Deswegen muss ich es endlich mal lesen, vor allem, weil ich das nächste Buch der Autorin auch schon hier habe. Naja, auf jeden Fall ist das Throne of Glass Nummer 4, Königin der Finsternis von Sarah J. Maas. Das habe ich auch noch nicht gelesen, weil es einfach so fett ist, und wenn man wenig Zeit zum Lesen hat und sowieso schon fette Bücher liest und daran sehr lange zu knabbern hat, nimmt man das eher nicht so zur Hand, muss ich leider sagen. Aber es liegt hier schon geraume Zeit, schon ein paar Monate, und es wird endlich, muss gelesen werden, weil der DTV-Verlag wird irgendwann auch mal böse auf mich. Es tut mir leid, DTV-Verlag, es tut mir leid. Es ist Band 4, deswegen sage ich nicht so viel zu der Reihe. Ist halt eine Fantasy-mittelalterliche Welt und es geht um eine Assassinin. Mehr dazu verlinke ich euch in der Infobox, da verlinke ich Band 1, dann werdet ihr, wenn ihr den Klappentext lest, auch nicht gespoilert. Dann das nächste Buch möchte ich unbedingt bald lesen, aber die anderen haben halt Vorrang. Und zwar ist das Angel Fall Band 2, Tag der Dunkelheit von Susan E. Den ersten fand ich unheimlich gut und deswegen will ich den zweiten Band lesen. Aber wie gesagt, die anderen haben Vorrang und im Moment lese ich sehr langsam und sehr wenig im Monat. Deswegen kann das noch ein bisschen dauern, bis ich dazu komme. Aber ich habe so Lust darauf. Es geht um eine Welt, eine dystopische Fantasy-Welt, wo Engel die Menschen angegriffen haben und alles den Bach runtergegangen ist. Und die Protagonistin war halt im ersten Band auf der Suche nach ihrer kleinen Schwester, die entführt wurde von den Engeln. Und hier geht es halt jetzt weiter und wie gesagt, Band 1 war grandios und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann ein Buch, wo ich gedacht habe, dass ich das überhaupt gar nicht mehr bekomme, weil ich das nicht anfragen konnte, weil es irgendwie nicht im Bloggerportal vorhanden war. Ich weiß nicht wieso. Und dann habe ich das bei Was liest du? Bei der Leserunde angefragt und dachte mir irgendwann so, das bekommst du sowieso nicht, weil du Young Elite schon von Was liest du als Leserundenexemplar bekommen hast und dann kriegst du doch nicht parallel dazu ein weiteres Buch. Und was soll ich sagen? Ich hatte das Glück und ich habe das trotzdem bekommen. Ich weiß bisher nicht, wie das passieren konnte, dass ich quasi 2 Bücher parallel von Was liest du bekommen habe, aber ich habe es irgendwie geschafft und deswegen bin ich mal gespannt, wie ich dieses Buch so finden werde. Und zwar ist das Rat der Neuen, gezeichnet von Veronica Roth, die neue Reihe halt von ihr nach der Bestimmung. Ich glaube, das hier ist jetzt ein Fantasy-Buch. Es ist sehr fett, es ist wirklich fett. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es wirklich so dick ist. Mal gucken, wie viele Seiten es hat. Ich glaube so um die, 596, also fast 600 Seiten auf jeden Fall. Ein Klopper, deswegen muss es auch bis zum, ich glaube, 9. Februar gelesen werden, weil dann die Leserunde endet. Wegen solcher Leserunden-Dinger, die ich gerne lesen möchte und auch froh bin, die bekommen zu haben, müssen die anderen aber, sind sonst Exemplare noch weiter in den Hintergrund geraten, obwohl die schon Monate hier liegen und das ist ein bisschen schade. Ich bemühe mich und lese schneller. Worum es hier geht, es geht um ein Mädchen, die wird, glaube ich, von ihrem Bruder, der halt der Herrscher dieser Welt ist, irgendwie missbraucht, also benutzt, um halt Feinde irgendwie zu foltern, weil sie bestimmte Kräfte hat und dann taucht halt ein Typ auf, der wird, glaube ich, von dem Bruder festgenommen, weil er eine Art Rebell ist oder so und dann versuchen die beiden, glaube ich, sich so ein bisschen zu helfen. Was dabei rauskommt, werde ich lesen. Wie gesagt, 600 Seiten schreckt mich jetzt schon ein bisschen ab, aber ich bin gespannt, was die Autorin so geschrieben hat nach der Bestimmung. Und dann ein Subvotungsbuch, was ihr gewotet habt und was ich immer noch nicht gelesen habe. Ihr habt im November gewotet und jetzt wird bald Februar und ich habe es immer noch nicht gelesen. Hätte ich mehr im Januar gelesen, hätte ich es vielleicht geschafft, aber ich kam irgendwie nicht so zum Lesen. Das ist so schade. Das ist The Bone Season, die Träumerin von Samantha Shannon. Wird sehr, sehr gehypt, habe ich sehr, sehr viel Lust drauf, aber wie gesagt,
ich finde einfach nicht die Zeit. Und wenn die Rezensionsexemplare teilweise schon so lange hier liegen und immer nach hinten geschoben werden, steht das halt sehr weit hinten an. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das im Februar lese, obwohl ich das fest vorgehabt habe, mindestens bis zum Februar erst zu lesen. Aber es könnte halt leider noch ein bisschen dauern. Falls irgendwer von euch das auch auf dem Sub hat und es lesen möchte, meldet euch. Dann lesen wir es zusammen und dann wird es auf jeden Fall auch noch im Februar gelesen, weil das ist dann so ein Anreiz. Wenn ich es alleine lese, wird es halt jetzt noch so ein bisschen warten müssen, leider. Dasselbe geht fürs nächste Buch und zwar ist das Töchter des Mondes Nummer 2 Sternfluch von Jessica Spotswood und das war die Sublosung. Aber ich denke mal, im Februar wird das sicher nicht drankommen. Es kam ja schon im Januar nicht vor und im Februar steht es halt auch hinten an. Wie gesagt, die Rezensionsexemplare gehen einfach vor. Ich würde es gerne lesen, es interessiert mich auch, es spricht mich auch an, aber mir fehlt so die Zeit. Aber falls ihr auch das zusammen gerne lesen wollt, schreibt mir gerne. Und das letzte Buch, das auf meiner Leseliste liegt, erscheint erst Ende Februar, liegt hier aber auch schon seit 2 Monaten, jetzt schon. Also wenn es Ende Februar rauskommt, seit 3 Monaten. Und ja, deswegen möchte ich es jetzt auch pünktlich lesen, falls es klappt, und pünktlich rezensieren. Und zwar ist das Ein bisschen wie Unendlichkeit von Harriet Reuter Hapgood. Erscheint im KJB Verlag und finde ich einfach sehr, sehr schön. Ich habe jetzt schon in mehreren Videos gesagt, worum es da drin geht, deswegen werde ich das jetzt nicht wiederholen. Es ist halt eine Geschichte von einem, glaube ich, besonderen Mädchen, das jetzt nicht so 0815 ist, sondern mehr so was Besonderes hat. Und ich bin gespannt, was dahinter steckt. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, in welche Richtung das gehen könnte, aber guckt in der Infobox vorbei, falls ihr euch dafür interessiert. Dann steht da mehr bei dem Link. Seht ihr, wie das glitzert? Ich finde das so toll. Ich finde das so schön, dieses Buch. So schön. Okay, das war meine Leseliste. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu wenig gesagt zu den Büchern, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich habe zu wenig zu den Büchern gesagt. Aber ich hoffe, das reicht für euch. Sonst, wie gesagt, die Bücher sind verlinkt wie immer. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder.